wenn ich's doch sage. Danach habe ich fast dem chinesischen Essen abgeschworen. Ja, klar. Als ob du jemals Nein zu einer Frühlingsrolle gesagt hättest. Ich sagte fast. Außerdem war das Mädel scharf. Weißt du noch? Die Blondine. Roter Schal. Wie hieß die doch gleich? Ich führe nicht Buch. Komm schon, an die erinnerst du dich. Sie war die mit dem, Warte mal, hörst du das? Der Helikopter? Los! Ach, die Onda. So, ich knall sie ab. Sie landen den Heli jetzt sofort, oder ich werde sie ohne Zögern erschießen. Oh ja, das ist clever. Wenn ich gehen muss, nehme ich sie mit, Schätzchen. Billy! Oskar, komm hierher. Ich zieh dich hoch. Oh, das war nicht gut. Also nochmal. Komm schon, Alter. Genauso. Und zwar zum richtigen Zeitpunkt. Noch einmal. Billy! Sagt der Tante, dass sie schon so gut wie tot ist. Komm schon, Oskar. Benutze einfach deine riesigen Arme. Schaff dich rein. So, jetzt Kim, auf! Du bist ein verdammt sturer Mistkerl. Hey! Was zum Teufel? Kein Problem, du schaffst das. Oh. Oskar, pass auf. Bring uns runter, sofort. Nie und nimmer. Oh. Oh, gut so, jetzt ist sie gleich draußen. Alles klar? Nein. Nicht ist klar. Oh, das ist nicht gut. Ist das Wasser bereit? Ja, zum ausgewogenen Frühstück dieser Dinos gehört jetzt auch Lysin. Hervorragend. Jetzt muss ich das Wasser nur in den Hauptvorrat leiten und wir sind fertig. Das war's, Jess. Wir haben's geschafft. Jess, komm hier hoch. Das musst du dir anschauen. So wurde das Leben dieser Tiere von der Natur vorgesehen. Wow, bei der ganzen Weglauferei hatte ich bisher noch gar keine Zeit, sie so richtig wahrzunehmen. Ruhig, Mädchen, ganz ruhig. Was ist denn mit dir los? Oh nein. Oh, Raptoren. Touren. Jerry! Hinter ihnen! Jetzt wird's ein gleich rum, wenn es weitergeht. Ui, da rennt.
So, jetzt haben wir. Vielleicht. Nach links! Links! Hab Panik! Ist auch nach links. Der alte Mann hat's immer noch drauf, was? Sie haben Glück, noch zu leben, Jerry. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand einem Raptor davongelaufen ist. Wo kommen die denn her? Was machen die denn hier draußen? Sie müssen irgendwie aus dem Quarantänegehege entkommen sein. Raptoren sind hochintelligent. Ihnen genug Zeit lassen, werden sie auch hier hoch. Judah kommt! Hier! Sind wir unten? Hey! So, es geht weiter mit Episode 3, der Eindringling. Wie man gesehen hat, der Hubschrauber ist abgeschmiert. Hey! Ja, die glaube ich leben nimmer. Alles okay. Ich glaube, wir sind sicher. Oh mein Gott, diese armen Menschen. Ich würde mir lieber die Sorgen machen, dass wir bald unten liegen. Zum Glück hat uns der Heli nicht alle getötet. Zum Glück? Ich weiß ja nicht. Dad, die Raptoren, sieh nur! Mein Gott, die versuchen den Turm umzukippen. Er wird standhalten. Das muss er. Naja, ich will kein Risiko eingehen. Wir müssen da weg. Wir müssen von diesem Turm runter, bevor die Raptoren ihn umkippen. Die Notleiter ist gleich da drüben. Der Turm neigt sich so, dass sie uns vor dem Gehege absetzen. Am Anfang gut, aber der Zaun ist kaum ein Hindernis für die Raptoren. Wo sollen wir hin, wenn wir draußen sind? Wir schaffen es bestimmt zu den Versorgungstunneln da drüben. Wenn wir vor den Raptoren da sind, können wir sie aussperren. Hoffentlich haben Sie recht. Lassen wir die Leiter runter. Okay, da haben wir die Lotte. Vielleicht haben wir mal... Bewegt sich nicht. Schon mit dem Riegel versucht? Der Riegel? Oh ja, natürlich. Selbstverständlich, der Riegel. So sollte es gehen. Okay, Obi. Bewegt sich immer noch nicht. Sie ist brandneu, also klemmt sie wohl noch ein bisschen. Und wenn sie mehr Gewicht einsetzen? Was, Sie meinen draufstellen? Genau, auf ihr runterfahren. Okay, aber wir müssen sofort los, sobald sie ausgefahren ist. Damit wir zusammenbleiben können. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir müssen dann da in die Versorgungstunnel. Ich will, dass du sofort nach unten kletterst, sobald die Leiter ausgefahren ist. Okay, Dad. Dr. Sorkin, Ich bin gleich unten. sie klemmt wirklich. Problem gefunden. Die Leiter ist leicht verbogen. Sie lässt sich nicht ausfahren. Aber vielleicht schaffen wir es mit Gewalt. Das ist bestimmt vom Absturz. Sieht so aus. Wir brauchen wohl eine Brechstange, um sie auszufahren. Ah, dann müssen wir uns aber was einfallen lassen, weil wir hier oben kein Werkzeug haben. Eine Brechstange. Und wo? Vielleicht Omat?
Was haben wir da hinten? Mit der Antenne können wir die Leiter vielleicht freiheben. Aber wenn ich sie so anfasse, bringt mich der Stromschlag eventuell um. Dr. Sorkin, die Antenne ist das Einzige, womit wir die Leiter hier oben freihebeln können. Wäre es möglich, die Lichter hier irgendwie abzuschalten, damit ich sie anfassen kann? Nicht von hier oben aus. Die Flugwarnleuchten sollen immer aktiviert sein. Ich kann sie höchstens blinken lassen. Wie? Ich kann sie vom Nacht- in den Tagesmodus schalten. Nachts leuchten sie konstant, aber tagsüber blinken sie, um mehr Kontrast zu schaffen. Und das heißt, wir müssen da mal. Okay, die Warnleuchten sind jetzt im Tagesmodus. Hoffentlich steht das Kabel nicht unter Strom, wenn sie kurz aus sind. Okay, probieren wir es nochmal. Das war nicht gut. Genau jetzt. Ich hab's. Gut. Dann werden wir das mal freihebeln, dass wir oben können. Sie bewegt sich nicht mal, wenn ich drauf springe. Wie soll ich sie dann allein freihebeln? Dr. Sorkin, Ja, können Sie mir mal helfen? Sie drücken, während ich mich auf die Leiter stelle. natürlich. Ich glaube, dass er jetzt gleich unten liegt. Okay, Dr. Sorkin, ich bin bereit. Jess, Schatz, kletter sofort nach unten, wenn die Leiter runterfährt. Ich bin bereit, Dad. Beeil dich einfach. Okay, Dr. Sorkin, auf 3. 1, 2, 3. Immer noch nicht. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Dad, was sollen wir tun? Nochmal, auf 3. 1, 2, 3. Nein, Jess, warte. Nein. Mir geht's gut, Dad. So, sie ist unten. Ja, jetzt noch der Jetzt Sie, Doktor. Dr. Sorkin. Okay, ich komme runter. Dr. Sorkin, beeilen Sie sich. Aus dem Weg! Ich springe! Ich befürchte, dass der Dr. Sorkin, dass er es nicht schafft. Danke. Okay, jetzt hoch und rüber. Mir geht's gut. Laufen Sie, Dr. Sorkin. Ich glaube, die ist die erste, die fällt. Dr. Harding, die Tür.